Wasser. Das Lebenselixier für Erwachsene und Säuglinge. Gesund soll es sein, so werben die Getränkehersteller für Sprudel und stilles Wasser. Aber das Wasser aus Getränkeflaschen ist nicht immer rein und es könnte sogar gesundheitsgefährdend sein. Universität Frankfurt. Hier untersucht Martin Wagner die Belastung von Mineralwasser aus Getränkeflaschen. Was er herausfindet, überrascht auch ihn. Ich habe gedacht, Mineralwasser ist H2O und Mineralien, so wie man das natürlich denkt, als unvorbelastete Verbraucher auch. Als wir dann östrogene Aktivität gefunden haben, haben wir natürlich gesagt, Mensch, da müssen wir weiter forschen in diese Richtung. Östrogene Belastungen, also hormonartige Substanzen, findet Wagner in den Getränkeflaschen. Ganz zufällig. Er kommt ihnen mit Hilfe von winzig kleinen Schnecken auf die Spur, die er 8 Wochen in den Flaschen leben lässt. Der Organismus der Schnecken ist sehr sensibel und reagiert auch auf geringe Belastungen. Was wir gemacht haben in dem Versuch, ist dann einfach diese Bruttasche öffnen dieser Schnecken aus dem PET und aus den Glasflaschen. Und dann zählt man, wie viel Embryonen hat die Schnecke produziert. Und das ist dann quasi ein Maß für die östrogene Belastung, der die ausgesetzt waren. Beim Zählen wird Wagner klar, dass die Mineralwasser ganz unterschiedlich mit hormonartigen Substanzen belastet sind und dass das mit ihrer Verpackung zusammenhängt. Nach 8 Wochen Leben in diesen PET- und Glasflaschen hat sich bei uns im Versuch gezeigt, dass die Schnecken aus den Plastikflaschen eine erhöhte Reproduktion hatten, währenddessen also Schnecken, die in Glasflaschen gelebt haben, eine ganz normale Reproduktion hatten. Und das gibt uns natürlich einen Hinweis darauf, dass etwas aus diesem Material ausgelaugt ist. Weil wir haben dasselbe Wasser überall eingefüllt, das heißt, das Verpackungsmaterial war die einzige Variable in dem Versuch. Professor Schönfelder erforscht an der Uni Würzburg die Wirkung von Chemikalien, die wie Hormone wirken. Welche Folgen, glaubt er, können hormonähnliche Substanzen für den menschlichen Körper haben? Zum Beispiel Veränderung der Spermienqualität, das heißt der Spermienmenge, aber auch der Güte, Größe der Prostata, verändertes Brustwachstum. Wir beobachten Trends wie zunehmende Veränderung im Auftreten von Diabetes Typ 2 oder Diabetes Typ 1. Wir beobachten Fettstoffwechselstörungen. Und natürlich gibt es auch hier schon einzelne Daten, die zeigen, dass die Aufnahme von Umweltchemikalien im Zusammenhang stehen kann mit anderen Hormonkreisläufen, wie zum Beispiel Stoffwechselstörungen. Zurück im Labor bei Martin Wagner. Er zeigt uns, wie drastisch die Unterschiede sind. Rechts sieht man die Embryonen einer Schnecke aus einer PET-Flasche, doppelt so viele wie normal. Links die Anzahl der Embryonen aus einer Glasflasche, die Normalzahl. Ein beunruhigendes Ergebnis. Aber warum ist nur das Wasser in den PET-Flaschen belastet? Sie scheint nur äußerlich dicht und sicher. In Wirklichkeit ist der Kunststoff porös und die Kohlensäure entweicht durch die Hülle. Auch werden Substanzen aus dem Kunststoff ausgewaschen und geraten so in das Wasser. Vital. Anregend, belebend. Sanft. Natriumarm für Babynahrung. Von all dem erfahren die Verbraucher nichts in der Werbung für Mineralwasser aus PET-Flaschen. Wir wollen den Branchenführer Gerold Steiner und den Verband Deutscher Mineralbrunnen vor der Kamera dazu befragen. Doch beide lehnen ein Interview und eine Stellungnahme ab. Auch mit Martin Wagner reden die Produzenten nicht. Dabei ist er auf ihre Hilfe dringend angewiesen, um herauszufinden, welche der Chemikalien genau im Kunststoff der PET-Flasche gefährlich ist. Da wir auch nicht wissen, welche Chemikalien alle in der Kunststoffherstellung verwendet werden, das ist ein Industriegeheimnis. Insofern tappen wir so ein bisschen im Dunkeln und suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Müsste man die Produzenten dann nicht zur Kooperation zwingen oder die PET-Flasche vorläufig aus dem Verkehr ziehen? Wir fragen bei den zuständigen Behörden nach. Das Bundesinstitut für Risikobewertung will sich gar nicht äußern. Und das Bundesumweltamt lässt uns telefonisch wissen, man müsse erst weiter forschen, bevor man weitere Schritte unternehme. Wissenschaftler wie Professor Schönfelder können das nicht nachvollziehen. Das Thema ist einfach so evident wichtig, weil das natürlich unsere Zukunft anbelangt. Wir wollen verstehen, was in den nächsten Generationen passiert. Mich persönlich interessiert nicht nur allein die Frage, was ist morgen und was ist übermorgen, sondern was passiert in 10, 20 und 150 Jahren, weil das quasi unsere gesamte Population, unsere Bevölkerung anbelangt. Dabei könnten die Produzenten das Risiko leicht ausschließen, wenn sie statt PET-Flaschen Leichtglas benutzen würden. Es ist gesundheitlich unbedenklich und wiegt nur 1/3 von dem, was herkömmliches Glas auf die Waage bringt.
Doch daran haben die Hersteller offenbar kein Interesse, auch weil die Umstellung sie viel Geld kosten würde. Wasser, unser Lebenselixier. Aber aus der PET-Flasche könnte es gefährlich sein. Ja, ich denke, eigentlich sollte die Getränkeindustrie selbst ein großes Interesse an einer schnellen Aufklärung der gesundheitlichen Risiken haben.